US-Präsident Biden und der Russland-Staatschef Putin haben in einem Telefonat über den Ukraine-Konflikt gesprochen. Dabei gab es Vorwürfe und Drohungen von beiden Seiten. Dennoch betonten beide den Willen zur Diplomatie. Seitdem der Lockdown in Xi'an für 13 Millionen Einwohner verhängt wurde, mitsamt Ausgangssperre, vermehren sich die Nachrichten in sozialen Medien, dass Leute hungern und von einer Suppe leben. Die britische Arzneimittelbehörde genehmigt die Tabletten gegen Covid-19 des US-Konzerns Pfizer. Das Medikament Paxlovid könnte eingesetzt werden bei Menschen über 18 Jahren mit milden bis moderaten Symptomen, die ein Risiko für einen schweren Verlauf hätten. Die armenische Regierung gab bekannt, dass ab dem 1. Januar 2022 Sanktionen für türkische Waren aufgehoben werden. Das Embargo galt seit Anfang 2021, nachdem die Türkei im Karabach-Konflikt Partei für Aserbaidschan ergriff. Play-to-Earn-Spiele sind bei Krypto-Fans sehr beliebt. Sie werden vorrangig dazu gespielt, um mithilfe der In-Game-Belohnungen echtes Geld zu verdienen. Gestern forderte das Game-Management-Komitee des Landes alle großen mobilen App-Marktplätze auf, Spiele zu sperren, die In-App-Käufe vor dem Spielen erfordern. Das wird vor allem die P2E-Spieler treffen, denn die Nutzer müssen in der Regel ein NFT kaufen. Erst dann können sie dem Spiel beitreten. Auch die Corona-Zahlen in den USA erreichen Rekordhöhen. Im Durchschnitt gäbe es rund 316.000 Neuinfektionen am Tag. Im Krankenhaus müssen jedoch vergleichsweise wenige Menschen behandelt werden. Der usbekische Minister für Bildung Amir Kulov stellte klar, dass die Gerüchte in den sozialen Medien über ein Kopftuch- und Rockverbot an Universitäten nicht der Wahrheit entsprechen.